Hey zusammen, mein Name ist Flavia Und mein Name ist Jenny. und das ist Türli 4 für unseren Adventskalender. Und zwar machen wir ein Shit und Schein. Ja, genau, das machen wir heute. Und ich würde sagen, ich starte gerade mit dem Shit, dass wir nämlich mit deinem Schein aufhören können. Für eine schöne Abrundung. Ist doch gut. Es gibt nämlich etwas, was mich in letzter Zeit ein bisschen aufgeregt hat, muss ich sagen. Und zwar gehe ich ja bald auf Amsterdam für ein Jahr, weil ich dort wieder einen Master studiere. Wann Und ist bald? Februar. Mhm. Also jetzt in 1,5 Monaten packe ich langsam meine Koffer, weil Ende Januar geht es los. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. Es wird ein mega cooles Jahr und einfach, ich werde ein längeres Zeit wieder weg sein. Und eben, ganz grundsätzlich freue ich mich extrem drauf. Und es ist jetzt auch so ein bisschen aber ein Thema, wenn ich Freundinnen treffe, halt so. So zum Beispiel, wie machst du es dann mit deinem Freund? Oder kommst du dann zurück? Wie oft planst du zurückzukommen? Kann man dich besuchen? Und so weiter. All das ist so ein bisschen Thema. Und ich muss sagen, es hat mich in letzter Zeit ein bisschen genervt, dass mega viele so Meinungen und Erwartungen an mich herangetragen worden sind. So ungefragt. So, also Meinungen und Erwartungen, wie Leute glauben, wäre es doch für mich am besten. Und ich denke mir so, Leute, lasst mich doch einfach gehen. Ich weiss noch nicht, wie ich Sachen machen werde. Und Also hast du ein Beispiel? ja, habe ich. Und zwar, zum Beispiel, wir haben einen Familienhund. Und ich bin die am meisten sich um ihn kümmert oder einfach viele Sachen rund um den Hund organisiert und so. Und ich nehme ihn dann wahrscheinlich mit. Mhm. Und dann sagen die Leute, ja, aber nimm ihn doch nicht mit, jetzt gehst du weg, bist doch viel flexibler ohne. Oder wenn ich sage, ja, ich nehme ihn wahrscheinlich mit. Ich glaube, das habe ich auch schon gesagt. Ja, wenn mich Leute fragen, also, und den Hund nimmst du mit, dann sage ich, ja, wahrscheinlich schon. Also so zeitweise ist er dann wahrscheinlich schon ein bisschen bei mir. Bist du sicher? Willst du ihn mitnehmen? Aber bist du nicht viel freier ohne? Und dann denke ich mir so, ja, vielleicht wäre ich freier ohne. Aber Leute, es ist wie mein Leben und wenn ich finde, ich möchte ihn mitnehmen, dann nehme ich ihn mit. Also ich weiss nicht, es ist wie so ein bisschen, es haben sich wie so Kommentare wie gehäuft und alles zusammen hat mich dann aufgeregt. Oder zum Beispiel, mein Freund ist, während ich weg bin, ist er 2 Monate lang in between Jobs. Und dann kommt er mich wahrscheinlich für ein längeres Zeit besuchen. Vielleicht 1 Monat, vielleicht 2 Monate, vielleicht 2 Wochen am Stück, keine Ahnung, das wissen wir halt noch nicht. Aber die Leute sind dann auch so, aber bist du sicher, er muss dich ja nicht unbedingt besuchen kommen, nur weil er Zeit hat. Jetzt bist jetzt du, das ist jetzt dein Kapitel, jetzt bist du weg. Und dann denke ich so, ja, aber eben, es ist mein Kapitel, wenn ich doch will, dass mein Freund kommt, dann soll er kommen. Oder irgendwie, zum Beispiel, ich bin letztes Jahr ein halbes Jahr in Maastricht gewesen. Wissen wir, mein Freund war im Austausch gewesen. Ich bin gegangen, weil ich remote arbeiten kann. Und ich bin aber dort oft zurückgekommen. Der Hauptgrund, warum ich so oft zurückgekommen bin in die Schweiz, ich bin im Schnitt alle 2-3 Wochen in der Schweiz gewesen. Könnt ihr euch vorstellen, zwischen den Ländern pendeln. Es war streng, es war viel gewesen. Leute sind dann so, aber kommst du dann schon nicht so oft zurück, oder? Das bin ich auch gewesen. Also gell, ich meine jetzt nicht... Nein, aber sorry, logisch, ich bin halt eine Freundin von dir. Ja, Weißt, ja, aber logisch, das, ich weißt, weiss die Kommentare sind von vielen gekommen. Ja. Und dann bin ich so gewesen, nein, so oft komme ich schon nicht zurück. Ja. Und die Leute sind dann so, eben, jetzt bleibst du doch mal dort und so. Ja, Leute, aber schau, wenn ich Lust habe für ein Wochenende, Ja. oder wenn ich mal Lust habe, wegen Terminen oder Arbeiten oder privat, 2-mal im Monat zurückkommen, dann mache ich das. Irgendwie nervt es mich so, die Erwartungen, die man an mich hat oder wo man mir, die Meinungen, die man mir sagt. Und ich weiss, genau, und ich weiss, alle meinen das mega gut. Ja. Für andere sieht das vielleicht stressig aus. Nein, ich glaube, das Beispiel jetzt wegen dem Zurückkommen, ich weiss halt einfach auch noch, wo du dort bist und du gesagt, also weißt, ich weiss halt noch, wie du dich dort gefühlt hast. Darum bin ich eher so gewesen, einfach nochmal zum Verstärken. Hey, schau, dort ist es dir zu stressig gewesen, einfach im Vorhinein, ich glaube, um dich ein bisschen bremsen, so à la, komm nicht zu viel zurück. Ja, ich verstehe den Punkt schon, weil damals habe ich auch gesagt, boah, es ist schon ein bisschen viel oder das Wochenende würde ich eigentlich schon lieber da bleiben und ich muss schon wieder Koffer packen. Ich verstehe das schon. Es ist auch gut, dass Leute mich daran erinnern. Gerade meine Freundinnen, das ist vielleicht auch in denen ihre Aufgabe. So, Jenny, du weißt schon, das hat mich damals aufgeregt. Ja. Darum, ich weiss wie nicht, ob das Problem bei mir ist, dass ich mich einfach zu fest darüber nerv oder ob ich zu viel ungefragte Meinungen bekomme, zu wie ich mich am besten doch organisieren sollte. Ja, plus es ist jetzt halt, es ist jetzt noch nicht mit Fests, weißt? Also so, doch, mittlerweile ist auch wieder mehr klar, was denn in Amsterdam ist, aber es ist trotzdem, du bist noch nicht dort, du willst jetzt einfach dort mal ankommen dann. Ja, und viele Sachen weiss ich zum Beispiel selber noch nicht. Aber Also, und das macht halt Druck. Das ist wie bei der Uni, wenn es geheißen hat, hast du schon gelernt. Und so... Weißt du mein Punkt? Bei mir Also, war ja. es, nein, ich habe noch nicht gelernt. Also, lasst mich in Ruhe. Weißt du, Ja. also, Ja. du bist noch nicht dort. Jetzt lasst mich. Genau, oder zum Beispiel, ich will ja dann 2 Semester studieren und dazwischen Semesterferien haben. Und die einen finden,
voll geil, da kannst du 2 Monate in Amstein sein, ohne Studium, machst Ja. das Ding und dann sage ich so, ja. Aber vielleicht komme ich dann eben zurück, weil über den Sommer kann ich in der Schweiz Jobs annehmen und dann habe ich auch Zeit, weil ich dann nicht muss in Amstein. Aber wenn du doch schon dort bist, bleib doch dort. Und ich denke mir so, schau, ich weiss es noch nicht. Ich weiss es noch nicht. Mhm. Und lass mich das entscheiden. Ich weiss es noch nicht. Vielleicht sage ich, ja voll, ich bleibe in Amstein. Mhm. Vielleicht habe ich aber gar kein durchgehend 1 Jahr eine Wohnung. Mhm. Vielleicht muss ich zurückkommen, weil ich muss die Wohnung wechseln. Also es ist wie so ein bisschen, ich weiss so viele Sachen noch nicht und dann finde ich es irgendwie anstrengend, Ja. so Meinungen zu hören, zu wie ich doch Sachen am besten mache. Ich denke mir so, Leute, Verstehe ich. ich weiss doch noch nicht. Verstehe ich. Ich lade dich jetzt mal und falls du dann etwas einholen willst, du kommst aktiv auf mich Ja. zu. Weil das Ist Ding gut. ist, ich habe dann wie so das Gefühl, dass ich auch, Dich rechtfertigen musst. ja, und das will ich nicht, das muss ich nicht. Nein. Und so, was ist, wenn ich meine Meinung nochmal ändere? Ja, dann musst du dich wieder... Ja, ich habe es jetzt eben so gemacht. Ja, weißt, ich mache es jetzt eben doch anders. Ja, und ich bin eben so eine, eben, Ah. mir ist auch schon gesagt worden, ja, du wärst dann eben schon eine, die dann ein bisschen unnötig zu viel zurückkommt oder so. Und dann denke ich mir so, ja, vielleicht in deinen Augen. Aber wenn ich Bock habe, dann lass mich. Ja, mach dein Ding. Ich weiss nicht, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu, wie sagt man? Vielleicht bin ich auch zu auf Nadeln. Ja. Ich weiss es nicht. Ich weiss nicht, was genau das Und es ist. war kein viel auf einmal, vielleicht noch. Vielleicht, ja. Dann häuft sich das. Aber ja, das ist einfach etwas, was mich ein bisschen genervt hat, wenn ich so dachte, Leute, ich weiss es noch nicht. Mhm. Mhm. Ja. Was ist I bei see. dir? Oder was denkst du dazu? Eben, also ich verstehe es voll. Und Mm. wenn es sich häuft, das ist wie dort, wo ich mal erzählt habe, wegen Memos, wo ich gerade viel Memos bekommen habe, bin ich auch überfordert gewesen. Ich so, lasst mich doch, ich Ja. mag nicht erzählen. Auch wenn es die Leute auch gut meinen. Ja. Nein, ist völlig so. Ja, Dein Schein? mein Schein ist, ich werde über Weihnachten reisen gehen. Also das ist der grosse Schein, würde ich sagen. Aber in dem Zusammenhang, also ich gehe auf Panama und Kolumbien So geil. zum ersten Mal weg über Weihnachten. Und Schon? ja, Mm. ich bin noch nie weg, Mhm. Mhm. so über die Festtage. Aber ich habe es halt jetzt so genutzt, weil ich dann am meisten frei habe am Stück. Also ich kann fast 3,5 Wochen gehen, weil wegen 2 Wochen würde ich jetzt nicht auf Südamerika düsen. Ja, finde ich, ist das Mindeste, aber so Reisen braucht schon länger. Ja, voll. Und mein Schein ist, wir haben einen Segeltrip gebucht und der Schein an dem ist die Gruppenkonstellation und wie smooth aber die Organisation abgelaufen ist, weil ich hatte gedacht, das geht jetzt, ist kompliziert mit einer Gruppe. Also den Segeltrip organisieren. Genau. Und es ist eben so zustande gekommen. Es ist wirklich random. Ich treffe dort eine Kollegin und wir In Panama. in Panama, ich reise mit ihr ein bisschen runter und dann, ich glaube, vor Silvester treffen wir 3 Jungs. Wo? In, Immer noch zu Panama. ja, genau. Ah. Aber wir gehen mit ihnen auf einen Segeltrip und das Lustige ist eben, wie die Konstellation stand ist. Und es zeigt wieder mal, dass man nicht zu viel überlegen sollte, sondern einfach machen. Ich Aber wie ist jetzt- führe es schnell aus, genau. Wie ist jetzt das zustande gekommen, die Konstellation? Ich fange kurz von hinten an. WG-Party war Im August? im August, genau. Und ich bin am überlegen, so, wer könnte ich noch einladen. Und dann bin ich so ich bin mega offen gewesen. Also ich bin so mit dem hatte ich es lustig im Ausgang Also gehabt. deine Wegeparty ist eigentlich nicht nur ein Event für deine Freundinnen und Freundinnen, Genau. sondern du ladest alle Leute, die du das Jahr, letztes Jahr, vor 5 Jahren cool gefunden hast. Ja, also ich habe gedacht, also nicht alle, also falls ich da aus ein paar nicht eingeladen habe, sorry, aber ich habe dann so an unseren Olma-Ausgang gedacht, vor 3 Jahren und dort haben wir einen Typ kennengelernt, wo wir sau lustige Abend hatten und ich so, dem folge ich auf Insta, ich schreibe dem mal, ich so, hey, mega random, aber du bist mir gerade in den Sinn gekommen, wir haben jetzt eine WG-Party und wir haben es lustig gehabt, als wenn du kommen und er, mega easy, er so, oh, lustig, hey, ja, kann ich noch 2 Kollegen mitnehmen, easy. Gut, ist die WG-Party gewesen und dann ist eben aufgekommen, ich gehe auch, also er geht reisen und ich habe gesagt, lustig, ich gehe über Weihnachten auch weg. Mhm. Zufall Witz, dass er eben genau die gleiche Route hat, beziehungsweise sie den gleichen Plan haben und sie dann in Panama sind. Und jetzt in den letzten 2 Wochen dort ist jetzt so die Idee gekommen, hey, also wir haben dann wieder mal auf WhatsApp geschrieben, hey, wir können das zusammen machen. Easy, er hat Gruppenchat gemacht. Ich habe gesagt, ich übernehme die Planung, habe namens wieder reingeschickt, so hey, welches Boot wollen wir? Alle haben abgestimmt, gut. Ich wieder mit dem Office, ich so, wir nehmen das Boot. Dann sie gesagt, Pass schicken, dann alle haben Pass
Gruppenchat geschickt. Das ist innerhalb von 2 Tagen. Ist das fix gewesen. Und also fix gewesen von «Hey, zufälligerweise machen wir die gleiche Reise» zu nein, «Der Segeltrip ist gebucht». Von Chat zu Chatgründung zu «Segeltrip ist gebucht». Das ist fix, ja. gefühlt. Und das macht einfach so... Also der grosse Schein ist einfach wie... Es wäre nicht zustande gekommen, wenn ich dort nicht geschrieben hätte, «Hey, willst du auch kommen an die Wegeparty?» Ja. Und darum ist so ein bisschen... Also ich will nicht wieder mal ein Plädoyer aussprechen, aber schon ein bisschen. So ein bisschen... Ein Plädoyer für was? Einfach... Es haben hure viel Cringe gefunden, dass ich ihn geschrieben habe. Und ihn eingeladen habe, Wegeparty. Und schon ein paar gesagt habe, jetzt hast du ihm einfach random geschrieben und eingeladen. Und ich so, hey, ja, aber die Leute haben dann vielleicht nicht gewusst, wie gut wir uns mit ihm an der Olma verstanden haben. Es ist wie so, es hat wie geklickt. Aber ja, ich glaube, das haben vielleicht die einen, haben einen Abend zusammen verbracht vor 3 Jahren. Und ja. eben, ich finde gar nicht auf romantisch eben, gar nicht. Ich habe nichts von ihm wählen. Ich habe einfach einen geilen Sicht gefunden. Ja, und er ist eben mega, also ich kenne ihn ja auch, wir sind ja dort zusammen im Ausgang gewesen. Er ist mega ein Social Butterfly und er kennt auch... das ist ein geiles Wort. Ja, Social Butterfly. Also es ist so ein Term für jemanden, der einfach viele Leute kennt oder auch in Gruppensituationen aufblüht und outgoing ist und immer viel redet und immer ein Thema aufbringt. So ein bisschen so. Und er ist eben genau so einer und mit ihm ist es einfach immer lustig und er ist einfach super lustig. Und mega lässig, dass sich das trifft. Ja. Und darum ist er ja auch so an die Wegeparty gekommen, weil er sich dafür Voll. eingeladen hat, nach 3 Jahren sich mal wieder zu sehen. Und, Genau. ja. Und bei solchen Sachen, es heisst, also ich habe auch an der Wegeparty gedacht, so, wo es dann wegen dem Reisen aufgekommen ist, à la, ich so, ja. Also weißt du, so ein bisschen... Viel heisse Luft, vielleicht kommt das dann Man nicht sagt doch zustande. immer, oh ja, müssen wir dann. Und das ist jetzt mal wieder ein Beispiel, dass wenn alle ein bisschen wollen und ein paar, wie soll ich sagen, die Hosen anhaben bei der Organisation, dann kann so Sachen zustande kommen. Also es ist ja noch nicht passiert, aber es ist fix gebucht. Also, Ja. Wie sagt man? Der Panama Segeltrip left. Made it out of the group chat. ja, genau. Ist doch schön. Super. Ja. Das macht mich jetzt irgendwie auch gerade happy, dass ich weiss, dass du das machst mit ihm. Ich bin so gespannt jetzt schon auf die Geschichte. Ich bin auch gespannt. Ich kann sicher viel erzählen. Cool. Hey ja, haben wir schon wieder runtergejagt. Ich sage, schön, habt ihr heute eingeschaltet ins 4. Türli und bis morgen. Bis morgen beim Türli 5. Tschüss.